So, grüß dich zurück bei die Autobots. Wie du siehst, wir befinden uns auf dem Schiff. Das ist nun die zweite Aufnahme dieser Episode. Ich habe in der ersten Aufnahme irgendeinen Schaustrad. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich werde diese Episode besonders kurz halten. Ich werde jetzt da die Folge genau so reproduzieren, wie die erste Aufnahme gemacht habe. Und es ergibt sich eine Überraschung. Ich sag das einfach. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Was weißt du über die Robotereinheit, die in der Abstellkammer steht? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. Du erwähntest ein Ätherwellendrama, das würde ich gerne sehen. Certainly, Captain. I was hoping you would ask. It was the law-forsaken parasites. I had become obsessed. My quest to stop them. To avenge my partner, Philip. And my ex-partner, Bernice. And Lieutenant Jurgen. And those two informants had brought me to Rizzo's distillery. But it wasn't just the triple distilled deliciousness of Rizzo's Spectrum brand vodka that I found there. It was death. I made sure the Brain Eaters paid the price. But at what cost to me? It's you. This is the Halcyon News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Claiming that a special investigation must be concluded first. Captain, we have a communication coming in from one Administrator Ludovico. Get off the transmission, Cedric. We agreed to let me do the negotiating. Law be with you, friend. I am Administrator Ludovico of the famed Eridanos Atmospheric Complex. But there's no need to stand on formality. You may address me as Mr. Lass mich raten, es geht um den Mord an Halcyon Helen. Okay, Mr. Ludovico, was kann ich für dich tun? Ich könnte dich auch Lou nennen. Ich mag weder dich noch deine Einstellung. Wir nehmen natürlich den Mord an Halcyon Helen. Her death is the tragedy of our lifetime. As the face of our new product line, her murder is a stain on the Rizzo's brand. She was scheduled to unveil our newest product, Spectrum Brown, before this tragic event. But we cannot move forward with our unveiling until we apprehend the killer. Und dein erster Gedanke war, damit zu mir zu kommen. All right, Ludovico, that's enough. You don't know what you're doing. Let me handle this. Captain Hawthorne, so glad to finally have a word with you. I would have been so disappointed if Ludovico monopolized your attention. Cedric Kincannon, Sublight Underground. I'm so glad we're hiring a third-party investigator. No one wants to see a troop of UDL guards stomping all over my hotel. Least of all me. The murder of Halcyon Helen is a heinous assault on this colony.
I look forward to watching you find the miscreant responsible and drag them out of the shadows. Inwiefern ist der Tod eines C-Promis ein Angriff auf die Kolonie? Die Nachricht hat mich auch erschüttert. Helen hat dieser Kolonie viel Freude gebracht. Ich habe noch nie von Sublight Underground gehört. Diese zwei Antworten habe ich in der ersten Aufnahme nicht gehabt. Aber ich mache es wieder so, wie ich es das letzte Mal gemacht habe. Inwiefern ist der Tod eines C-Promis ein Angriff auf die Kolonie? Two-bit actor. Oh, Captain. This isn't Spencer Woolridge we're talking about. This is Halcyon Helen, Princess of Periodicals, Duchess of Dramaturgy. You would not believe the money she made us on Dissident Busters. For law's sake, Cedric, could you show a little discretion and not bring up your contraband operations in front of an outsider? Please, Lou. Sublight Underground is built on discretion. I'm establishing rapport with our new contractor. Let's not give her the impression that you can't be trusted. Do you really want to do this right now, Cedric? You want to antagonize me while I'm negotiating a contract? Because I promise you, I'll win. Meine Herren, bitte, was mich betrifft, seid ihr beide Idioten. First sensible thing I've heard all day. Oh, my apologies, Mr. Ludovico. That was unprofessional of me. Captain, I'm Constable Maria Keene. Hiring a third-party investigator was my idea. I've been studying your dossier. You're a talented diplomat. You know how to ask questions, and you have a gift for getting answers without resorting to violence. As far as I'm concerned, you're the ideal inspector for this case. Inspektorin Frieda, klingt gut. Ist das nicht eher ein Gendarmenjob, Gendarmin? Wie viele Leute sind denn noch in dieser Übertragung drin? Just the three of us. Nur ihr drei. Es springen nicht gleich noch eine Auftragskillerin mit tragischer Hintergrundgeschichte, eine vermisste Zwillingsschwester und ein mordlüsterner Gärtnerbot in den Anruf? You must excuse us. The situation on Eridanos is tense. If we don't bring Helen's killer to justice, this scandal could scupper our entire operation. Please, Captain, I'm asking you to help us. While you're pursuing your investigation, we'll make you a guest of honor at the Grand Colonial. Ich schaue erstmal in die Hotelbar und entscheide dann. I encourage you to consider this offer seriously. The future of our complex may depend on your success. I'll leave you in the constable's care. Mr. Kincannon and I must have a word. Fine. Bud Rizzo's is paying for that hotel room. I can't tell you how grateful I am for your help. And even though they may not show their gratitude, I know Administrator Ludovico and Mr. Kincannon appreciate your involvement. Mr. Kincannon could lose his spaceport if board authorities took over the investigation, and if Rizzo's is forced to cancel its unveiling, we might never recover. Helen muss sehr beliebt gewesen sein, wenn ihr Tod euer ganzes Unternehmen beenden könnte. Die beiden scheinen Probleme zu haben. Du wirkst kompetent, du hättest das in den Griff kriegen können. Na schön, ich weiß alles, was ich brauche. Helen muss sehr beliebt gewesen sein. Helen was more than popular. She gave something to this colony that no product line could ever provide. Real happiness. No one has ever been as well known or as well loved. Outside of our courageous business leaders. Du klingst ein wenig erschöpft. Me? Worn out? Perish the notion. My days are filled with catering to the oh-so-reasonable requests of Mr. Ludovico and Mr. Kincannon. What's not to like? Die wirken auf mich wie Arschlöcher. Your words, not mine. Please don't take my lack of disagreement as anything other than fatigue. I am a content, productive, and happy member of our society. Die beiden scheinen Probleme zu haben. Die beiden scheinen Probleme zu haben. The administrator oversees Rizzo's operations. Cedric runs the hotel and the spaceport. They're always at each other's throats. My life would be so much easier if they'd simply learn to work together. Immer mit der Ruhe. Es gibt nichts, womit ich nicht fertig werden könnte. Immer mit der Ruhe. Es gibt nichts, womit ich nicht fertig werden könnte. I'm pleased to hear that.
From everything I've heard, you're a competent freelancer. And at the risk of sounding impertinent, we desperately need the help of someone competent. Thank you for your time, Captain. Whenever you're ready, I've authorized the Unreliable to land at the Grand Colonial. Na schön, ich weiß alles, was ich brauche. Transmission terminated. Captain, we are now cleared to land at the Eridanos Atmospheric Complex. Ich weiß nicht, warum Sie mir zutrauen, Helens Mörder zu fassen. There are several reasons why someone would hire your services. In descending order of likelihood, they are as follows: desperation, confusion, mistaken identity, inebriation, and genuine faith in your abilities. Was kannst du mir über Eridanos erzählen? Eridanos is a hydrogen-helium gas giant, distinguished by a well-defined ring system. The Eridanos Atmospheric Complex is a system of land masses propelled through a thin layer of the upper atmosphere, where humans are potentially capable of surviving. Danke, Ada. Wir sind ja bereits Stufe 19. Wir könnten eigentlich in der nächsten Ausgabe oder heute noch dieses Dings machen oder versuchen. Ich habe mir nochmal nachgeschaut. Das ist eigentlich ab Stufe 30. Aber normalerweise, wenn es mir jetzt schon angezeigt wird, ich spüre auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Normal müsste es zu schaffen sein. Alan Wake hat mich umgebracht, ja, muss ich ganz offen und ehrlich gesagt gestehen. Der Typ hat mich fertig gemacht. Und ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, hier habe ich bei Weitem mehr Spaß. Wirklich. Wir werden es jetzt so machen. Und zwar, warte mal kurz, Führung. Wie schaut's denn eigentlich mit den Waffen aus? Eieieiei. Ach so. Das geht nicht. Also da kann ich nur die Punkte vergeben. Ob man so. Und so. Okay. Ja. Sehr gut. Wir werden es jetzt so machen. Ich werde dort einen ganz harten Schnitt machen. Ich werde mir das überlegen. Wir werden uns in der nächsten Ausgabe entweder diese Woche noch, vielleicht übermorgen schon, weiß ich noch nicht, wie ich zurechtkomme mit der Zeit noch. Ich habe nämlich noch ein bisschen was zu tun daheim und eine Überschicht muss ich noch einlegen, leider, bevor es in Urlaub geht. Wir werden uns entweder auf Eridanos sehen oder da. Ich werde mich dessen annehmen. Mal schauen, warte mal kurz. Inventar, Tagebuch, da müssen wir einer. Genau. Aber normalerweise sollte kein Problem sein, weil sonst darf man, ich spüre, das DLC ja nicht freischalten. Für normalerweise. Aber egal. Alan Wake brachte mich nicht um. Da wird mir das Spiel auch nicht umbringen. Gut, doch, der hat mich umgebracht. Also ein Blödsinn. Ist wurscht. Nochmal verfuhren das Ganze. Diese Woche entweder Eridanos oder Stellar Bay. Eins von die zwei. Lasst euch überraschen. Aber es würde mich jucken. Dir sag es. Du, ist ja wurscht, ob wir jetzt die Hauptstory heute fertig machen oder in 30 Jahren, ist ja scheißegal. Ich liebe es sowieso in mein Tempo zu spielen und wenn, dann möchte ich alles mitnehmen. Bis zum nächsten Mal und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Baba dabei.